Kapitel 1, Part 3. Er hat ein ausgezeichnetes Gehör, kein übernatürliches. Er war ja noch ein Sterblicher, aber gut genug, um zu wissen, was vor sich ging. Die Dreckskerle würden ihn töten. Seit 3 Tagen lag er auf diesem Tisch geschnallt, in dieser winzigen Zelle. Wissenschaftler des DPI, des Department for Paranormale Investigation, der Abteilung für paranormale Ermittlungen, in ihren weißen Laborkitteln, pieksten und malträtierten ihn, bis es keinen Zentimeter Haut mehr an ihm gab, den sie nicht besudelt hatten. Keinen. Nicht eine Körperflüssigkeit, von der sie keine Probe genommen hatten. Nicht eine. Aber er verspürte keine Demütigung, er verspürte Wut. Und diesmal würden diese Mistkerle dafür bezahlen. Jameson Bryant mochte kein Vampir sein, aber er war auch kein Kind mehr. Er war ein erwachsener Mann und seit heute Nacht auf Rache aus. Wenn er frei käme, würde er diesem Gebäude den Erdboden gleich machen. Er würde die Abteilung für paranormale Ermittlungen und jeden ihrer Mitarbeiter vernichten. Jameson war klar, welches Interesse das DPI an ihm hatte. Er wusste seit seiner Kindheit, dass er anders war. Nicht nur seine Blutgruppe war wirklich außergewöhnlich. Das Belladonna-Antigen machte ihn zum Studioobjekt dieser sogenannten Wissenschaftler. Die seltenen, vereinzelten Individuellen dieser Blutgruppe konnte man als einzige verwandeln, umkrempeln, Vampire aus ihm machen. Jeder existierende Vampir hatte als lebendiger Mensch das Belladonna-Antigen in sich gehabt. Im Bemühen, alles über die Untoten zu erfahren, um die Welt von ihnen zu befreien, griff das DPI häufig auf lebende Versuchsobjekte zurück. Bei Jameson hatten sie ihre Chance bereits vor langer Zeit gehabt, als er noch ein Knabe war, und damals hatten sie ihn um ein Haar getötet, wenn seine untoten Freunde nicht gewesen wären. Besonders Roland, dennoch stand ihnen Jameson Bryant eine Zeit lang zur Verfügung. Ganz sicher konnten sie heute nichts mehr von ihm lernen. Herrgott, der Gedanke, dass Tamara einst für diese elende Bande gearbeitet hatte, aber sie wusste es ja nicht. Sie wusste es nicht. Jameson begriff nicht, weshalb sich nicht alle übernatürlichen Wesen auf diesem Planeten zusammentaten und das DPI vernichteten, so wie das DPI sie vernichten wollte. Sie verdienen die ständigen Belästigungen, die ständigen Angst nicht, in die sie wegen dieser gemeinen Regierungsorganisation leben mussten. Oh, natürlich gab es Böse unter den Untoten, genau wie in jedem Volk, aber die Vampire gehörten mehrheitlich zu den besten Wesen, die Jameson je kennenlernen durfte. Sie hatten ihn aufgenommen, als seine Mutter starb. Wenn Roland und Eric und die anderen nicht bald etwas unternahmen, würden diese Organisation zu vernichten, würden Jameson es tun. Es würde Zeit, höchste Zeit. Sie hatten ihre Proben, hörte er sie sagen. Das Experiment wurde in Reaktionszeit abgeschlossen. Jetzt konnte es mit Phase 2 weitergehen. Was immer das heißen mochte. Na ja, dumm waren sie nicht. Das TPI wusste aus Erfahrung, dass man sich mit Jameson Bryant Freunden besser nicht anlegen sollte. Jetzt wollten sie das Subjekt entsorgen, bevor seine untoten Beschützer etwas mitbekamen. Er zog an den Gurten, die seine Arme und Beine an den kalten Metalltisch festhielten. Denen stand eine Überraschung ins Haus, wenn sie glaubten, er würde kampflos aufgeben. Dies mochte nicht Jamesons erste Begegnung mit dem DPI sein, aber ganz bestimmt seine letzte. So oder so. Jamie? Als das schroffe Flüstern ertönte, drehte Jameson den Kopf, soweit die Fesseln es zuließen. Dann fluchte er. Denn Roland stand vor seiner Zelle und bog die Gitterstäbe auseinander, als wären sie aus Gummi. Was zum Teufel machst du hier? Was zum Teufel denkst du denn? Roland betrat die Zelle und zerriss mühelos die Gurte, die Jameson festhielten. Alles in Ordnung, Jamie? Bestens. Und es heißt jetzt Jameson. Er setzte sich auf, sprang von dem Tisch herunter und sah den Mann an, den er wie sein Vater liebte. Einen Mann, der Jahrhunderte alt war, aber nicht viel älter aussah als Jameson selbst. Ein wenig blasser und mit Augen, die etwas mehr leuchteten als bei einem Sterblichen. Roland lächelte. Das kann ich mir einfach nicht merken. Sieh dich nur an, neben dir wirke ich inzwischen klein. Und du kannst dir auch nicht merken, Roland, dass ich nicht möchte, dass meine Freunde ihr Leben für mich riskieren.
Es wäre riskant gewesen, dich ihnen zu überlassen, antwortete Roland und machte eine entschuldigende Geste. Rhiannon hätte mich an ihre Katze verfüttert. Jameson versuchte sich zu beherrschen. Er konnte sich nur zu gut vorstellen, dass Rolands Lebensgefährtin Rhiannon solche Drohungen aussprach und dass es sich bei ihren Katze um eine ausgewachsene Panther handelt, sollte man die auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nicht, dass sie je an die Tat umsetzen würde. Sie vergöttete ihren Mann. Jameson umarmte Roland, die ihn ebenfalls liebevoll schlang. Sie hatten einander lange nicht gesehen. Jameson führte unter falschem Namen ein vergleichsweise normales Leben in San Diego und hatte nicht gedacht, dass das TPE ihn je wiederfinden würde. Er war dort Inhaber einer Bar und verdiente nicht schlecht. Eines Tages, als er gerade die Bar schließ und zu seinem Auto gehen wollte, wurde er von 2 Männern im dunklen Anzug überfallen und erwachte in White Plains auf einem Tisch gefesselt. So etwas nannte man Déjà-vu. Wir können uns später unterhalten, sagte Roland und ließ ihn los. Eric ist hier? Fragte Jameson von einem neuen Wutanfall gebeutelt. Verdammt, wann würden sie endlich lernen, sich nicht jedes Mal selbst in Gefahr zu bringen, wenn er in Schwierigkeit steckte. Und Tamara? Sie wartet mit Rhiannon draußen. Verdammt, Roland, wie könntest du Tamara hierher kommen lassen? Du weißt, was passieren könnte, was sie mit ihr anstellen würden, wenn sie sie wieder in ihre dreckigen Finger bekämen. Sie ließ sich nicht anhalten. Du kennst sie doch und weißt. Beeilt euch, ja? Eric stand vor der Zellentür. Blut floss aus seinen kleinen Schnittwunden an seiner Stirn. Einer von ihnen ist entkommen und er verstummte und bekam große Augen, während er Jameson von Kopf bis Fuß betrachtete. Großer Gott, ist es schon so lange her? Sieh dich nur an. Jameson schüttelte den Kopf und fragte sich, wie sie einen 34-jährigen Mann immer wieder dazu bringen konnten, sich wie ein 14-Jähriger zu fühlen. Vermutlich ging das nur, wenn die fraglichen Leute selbst mehrere Jahrhunderte alt waren. Daran würden sich vermutlich nie etwas ändern, solange er lebte. Roland packte ihn am Arm, verließ die Zelle und zog Jameson mit. Sie liefen auf den Flur hinter Eric her. Er war dem ersten Fenster stehen geblieben. Jameson starrte von einem Mann zum anderen. Ihr macht Witze, ja? Wir sind im 10. Stock. Die beiden nahmen ihn inzwischen sich, hielten ihn an den Armen fest und sprangen.